Willkommen zurück da bei Sinnlosen Let's Plays bei Retro Cash und zwar mit Mario Golf Advance Tour. Und wir haben das letzte Mal im Doppel den Nil ein bisschen gärfest gescholten gehabt, weil er ein bisschen Scheiße gespielt hat. Und jetzt dürfen wir auch im Dünengap im Einzelnen mal zeigen, dass wir da besser können. Hoffentlich kommt es auch besser. Hoffentlich haben wir nicht einfach sonst so gescholten. Also ich habe mich da selber ein bisschen unter Druck gesetzt für die Folge. Und ja, ich werde euch den Text nicht mehr vorlesen, weil ja, plus minus erzählen jetzt ja immer etwas das Gleiche. Und dann fangen wir doch einfach gerade mal an mit dem ersten Loch hier. Ein bisschen Gegenwind, das sollte nicht viel ausmachen. Ein bisschen Seitenwind. Aber der Ball wird ziemlich gut kommen. Ja, der Ball ist jetzt nicht ganz so gekommen wie gewollt. Wir können gleich mal schauen, ob wir da vielleicht einen Birdie schaffen. So. Wäre noch schön. Ah, knapp daneben. Ist auch vorbei. Dann wir halt noch mit einem Paar starten. Schade. Wenn überhaupt. Wer ist denn da alles dabei? Der Bass ist ja dabei, Helen ist dabei und der Neil, die sind alle rum. Dann müssen wir doch einfach mal schauen, wie es uns zuerst angeht, bevor wir dann ein bisschen mehr auf die anderen schauen. Den ersten Powerschlag haben wir schon mal verschenkt, das ist ein bisschen schade. Und ein bisschen gärfest hinterm Kaktus wahrscheinlich. Ah, nein, lange nicht. Sollte lange zum Führer kommen. Ein bisschen zu weit. Im Moment sieht es nicht so aus, dass wir es viel besser machen wieder mit dem Nail. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden, oder? Hoffen wir es zumindest mal. Dann nochmal einen Powerschlag versaut. Leider. Ist eigentlich egal, wir können noch da in die Wiese spielen. Weil wir sollten auch von da eigentlich locker führen kommen, oder zum Loch kommen. Ja gut, so locker ist jetzt auch nicht, aber könnte wenigstens das erste Birdie werden. Besser als nichts. Schwach gewesen. Ja, im Moment sieht es nicht so gut aus.
Das wird nicht lange. Ah, das auch nicht. Also, Powerschlag für nichts vergütet. Wir sind mit dem Nail, glaube ich, ein bisschen besser dran gewesen zu dem Zeitpunkt. Hätte mal so Unrecht tun. Ja, und nochmal einen Powerschlag versaut. Ich habe gehofft, der wäre gut. Tja, also heute spielen wir einen hohen Shot zusammen. So viel können wir schon mal sagen. Bis jetzt ist noch nichts wirklich Gutes dabei gewesen. Schade, aber ist so. Powerschläge haben wir bis jetzt auch alle versaut. Also haben wir auch die letzten paar raushauen. Ich glaube, der erste wirklich gute Schlag war. Und erst das zweite Birdie. Wird nicht lange wahrscheinlich. Ah, ganz knapp. So schade. Tja. Ah, das ist zu fest. Ah, hat gelangt, gut, okay. Sehr viel Gegenwind. Mal schauen, ich glaube, da gehen wir eher da hin. Seiten raus. Da ein bisschen ausweichen. Lupen mögen wir nicht. Das ist schade. Also da gibt mindestens ein paar. Da dürfen wir auch keinen Shot machen, weil sonst gibt es ein Birdie. Ja, und da sind wir jetzt genau hinter dem Kaktus gelandet. Scheiße.
Tja, da könnte es Bogi geben. Kein Birdie natürlich, ein Bogi. Gar nicht gern haben. Also da ist jetzt unverständlich, dass ich ehrlich bin. Gut, das sind wahrscheinlich die 6 Meter Gegenwind gewesen. Dann haben wir da auch ein Bogi drin. Heute ist gar nicht mein Tag, aber irgendwann muss ich ja die Folge gleich machen, also wird dann halt gleich da die Folge sein. Auch wenn wir wirklich sehr schwach spielen. Wir sind wenigstens wieder an der Spitze und dann wollen wir mal schauen, der Bass, der Neil und Helen. Ja, alle nicht so gut dran. Wir sind zwar Erste, aber das Gar, das wir hinten gefällt mir oder passt mir eigentlich gar nicht. Ich hoffe, da mögen wir am Kaktus vorbei, oder mögen wir? Mal wenigstens Bogi wieder gut machen mal. Eigentlich nur noch 4 Löcher vor uns. Jo, ganz schwach. Ich hätte jetzt nicht gedacht.
Ist auch für die Füchse. Tja, das gibt schon wieder ein Bogey. Ja, ganz eine schwache Runde. Wenn dem Neil ein bisschen, oder dem Neil ein bisschen Unrecht tun. Den letzten Powerschlag immer natürlich auch verschenkt da. Ja, der Wind hätte ich ein bisschen stärker eingeschätzt jetzt bei dem Schlag. Powerschläge haben wir natürlich alle schon vergeben. Das letzte Loch und es sieht auch nicht so rosig aus, was wir da machen. Also man sollte einmal bei der Aufnahme nicht zu viel Pause zwischendrin tun, sonst läuft es noch einfach nicht mehr so schön. Ist jedoch ab der Hälfte ist langsam ein bisschen bergauf gegangen, das Spiel ein bisschen besser geworden. Aber ich hätte mir natürlich schon ein bisschen mehr erhofft als nur gerade die -7. Aber ja, sei es drum, ist jetzt halt so wie es ist. Gewonnen haben wir. Dann wäre es da gewesen. Natürlich, jetzt hätten wir den Dünen Cup und als nächstes wäre uns der Links Cup noch bevorstehen. Wahrscheinlich halt zuerst wieder im Doppel und dann im Einzel und nachher wollen wir natürlich noch den Mario herausfordern und auch gegen den Mario bestehen, hoffentlich.
Aber bis dahin gibt es immer noch die 2 Folgen, wo wir den Links geben, sicher noch zuerst schaffen. Das war ein überraschender Sieg beim Turnier. Hazel besiegt man nicht alle Tage, erst recht nicht, wenn es um den Titel geht. Der Linkskurs ist übel, aber du bist Champ des Dünencups, du packst das ganz bestimmt. Ja, hoffen wir's, werden wir sehen in der nächsten Folge und dann natürlich zuerst wieder im Doppel mit dem Nail. Aber zuerst gehen wir jetzt noch speichern. Und dann kann ich mich natürlich in dieser Zeit verabschieden. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen. Ich hoffe, in der nächsten Folge sind ihr dann auch wieder mit dabei. Ich weiss, das ganze Let's Play da ist eher ein bisschen langweilig zum Zuschauen, aber ich es gleich mal gemacht haben. Und ich habe Spaß, wenn ich spiele und ja. Somit vielen Dank und man hört sich.